Ach, ist ein Schweizer Quiz. Auf entspannt. Ein Schweizer Quizli. Das kann ich doch, oder? Um wie viel Uhr beginnt die Basler Fasnacht? Ich habe Real Talk keine Ahnung, wenn die Basler Fasnacht anfängt. Aber würde ich sagen, also ich weiß, dass es am Morgen mal ist. Also von dem her 4 Uhr. Na klar, Digga, ich bin ein Fivehead. Weiter geht's. Weiter zur nächsten Frage. Welches Deutsch spricht man linguistisch gesehen in der Schweiz? Hochdeutsch? Schweizerdeutsch platt? Wahrscheinlich Schweizer platt. Hochdeutsch. Rede nie Hochdeutsch jetzt gerade, oder was? Was ist der Röstigraben? Ein 1527 von der päpstlichen Schweizer Graben errichteter Wall? Nee. Französisch-Deutsch, komm, ja. Das ist es. Ich mag gar nicht das Ganze lesen, das ist ein halbes Diktat, Mann. In der Schweizer Regierung sind alle Parteien vertreten, sind nur 3, herrscht größtenteils Parteilosigkeit. Sind alle? Ja, hä? Ist doch easy, hä? Was ist da jetzt los? Welche Erfindung ist nicht made in Switzerland? Was? Linsergesäure-Dithylamid? LSD? LSD kommt von Basel anscheinend. Schokolade oder Gemüsesparscheller? Schokolade! Na klar, Digga, das ist so offensichtlich. Seit wann gibt es ein schweizweites Frauenwahlrecht? 68. Aber erst 91 eigentlich. Ähnlich 91, oder? Es ist 91, nicht 90. So ein Gego. Das stimmt nicht, das ist nicht 90, das ist 91. Ich habe gelernt in der Schule, es war 90. Nein, ich gehe jetzt das googeln. Im Frauenstimmrechtentscheid vom 27. November 1990. Der Schweizer Nationalheld Wilhelm Tell hat Wirklichkeit nie gelebt, ist Schweizer Staatsgründer, hat den Zürcher Landvogt Gessler erschossen. Hat er ihn erschossen? Worüber läuft man Gerüchten zufolge, wenn man den Paradeplatz in Zürich überquert? Über einen Teil des römischen Limes? Über das Grab des Zürcher Reformators? Über tonnenweise pures Gold? Du, was mal zusammen überfallen oder was? In welchem Jahr wurde der Vorgänger von BRD, DDR, das Deutsche Reich gegründet? Wurde der Vorgänger von BRD, DDR und das Deutsche Reich gegründet, also vor dem Weltkrieg? 19. Ja, ich hab's doch gewusst. Oh, nicht Chat, habe ich's gewusst. Welche Länder teilten auch den Zweiten Weltkrieg Welche Länder teilten auch dem Zweiten Weltkrieg Deutschland in verschiedene Besatzungszonen ein? Großbritannien, Sowjetunion, Frankreich, USA. Da bin ich da. Wie hieß der erste Bundeskanzler der BRD, der im Jahr 1949 ins Amt gewählt wurde? Ach, Gerhard Schröder und Helmut Schmidt, glaube ich nicht. Ich glaube Konrad Adenauer. Welcher Erfinder und dessen USA entwickelte Erfindung später weltberühmt wurde, stammt ursprünglich aus Deutschland. Welche Erfindung dessen in den USA entwickelte Erfindung später weltberühmt wurde, stammt aus Deutschland. Henry John Heinz, Ketchup, Levi Strauss. Jawohl, hey, wisst ihr was? Ich habe nicht vergeben studiert an der Uni Freiburg. Wie oft wurde die deutsche Herrenmannschaft insgesamt Fußball-Weltmeister? 5-mal habe ich gemeint. In dem Fall 4-mal. Welcher Berg war bis 1918 der höchste Berg des Deutschen Reichs? Zugspitze? Nein, bis 1918. Ich wollte jetzt den Chat nicht lesen. Wahrscheinlich schon die Zugspitze, weil zum Deutschen Reich hat ja Matterhorn und Kilimanjaro sicher nicht gehört, das Matterhorn hoffentlich auch nicht. Matterhorn ist schon nicht der größte. Ist Tansania eine deutsche Kolonie? Wie viele Staaten grenzen an Deutschland? 8. Schweiz, Österreich, Belgien, Frankreich, Holland, Luxemburg, Dänemark, Polen und Tschechien auch? Nein, Tschechien auch. Wie heißt der längste Fluss Deutschlands? Rein in die Olga.
Donau, eventuell ja Donau dicht. Rein, komm. Ja. Rein in die Olga! Wie viele Einwohner hat Deutschland? Ungefähr etwa 80 Millionen. Richtig. Kein anderes Volk der Welt gibt so viel Geld für Reisen aus wie die Deutschen. Was sind die beliebtesten 3 Reiseziele der Deutschen? Mallorca. Malle ist nur einmal im Jahr. Ich würde sagen Spanien, Deutschland, Italien. Spanien muss drin sein. Spanien muss drin sein, dann ist das. Jawohl. Welches deutsche Volksfest haben deutsche Auswanderer in Brasilien so populär gemacht, dass es heute als zweitgrößtes Volksfest? Die Love Parade. Oktoberfest. Oder der Vasen, das ist doch das gleiche ein bisschen. Oktoberfest, wir gehen rein. Zu welcher Klimazone gehört Deutschland? Gemäßigte Zone. Ey Digga, das geht's doch nicht. Das geht's doch nicht. Ich bin bei Deutschland besser gewesen als bei der Schweiz. And that's why I began making High German videos, ladies and gentlemen.